Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallo, auch diesen Monat wollen wir ja schon unserem Podcast nicht Motherbank Platz, die direkt am Zusammenhang steht mit der industriellen Geschichte vom Minette. Aber wir sind das Jahr schon die zweite Kehr an der Metze Schmelz. Aber nicht so mehr, da sind das nicht mehr Wenigkeit im Jan von der Minette Biosphäre, auch außerdem dann Katrin vom CNCI. Salut. Moin. An der Musik von der Erbe steht vom Anouk vertreten hat. Moin Anouk. Moin Jan. Und herzlich willkommen an unserem 50. Episode. Du bist für dich heute dabei. Wir sind aber schon die 50. Kehr dabei. Wollte ich eigentlich kurz all denen merci sagen, die uns ganz drei allmond lauschen. Vielmals merci. An die nächsten 50 auf die Fremer schon. Fehlt noch unser Gast von heute. Das ist Herr Günther vom Schmelzerbester Museum Site von der Metze Schmelz zu Schöffling. Moin alle. Ja, vielen Moin. Malo alles iwwer den aller auf ihren Alm iwwer de Schmelzerbechter Musik gewurgin an iwwer derbech, die hai op der Metze Schmelz freier gelecht gouf. Nach se als een Hashtag, mat dem der alles iwwer dem Minette Mashup gewur git, der das den Hashtag Minette Mashup. So einfacher se. A wann da is op Instagram wëlt swivéieren, do kriet zu aller Blick all Infoen iwwer deis, die der braucht. Location vom Moment. Alle, wir sind heute am Schmelzerbester Museum Site von der Metze Schmelz. Du hast uns gerade eine grosse Visite gemacht durch einen Ausstellungsraum, die da alle guten Entretiens ménagiert hat. Du hast uns ein bisschen verraten, was Projekte für die nächste Monate sind. Mit das Gebäude, wo das Museum innerbrüht ist, wo wir da sitzen, wo da am Anfang so den ersten Raum hat, wo es da rackens, wo da so kleine Reunionssaal hat. Was war das für ein Gebäude? Früher, wo Schmelz nach Schmelz war? Ganz früher war von der Bauabteilung respektive von der Schreinerei, wie die abgelesen gesehen, du hast die Expedition von der Drotstrasse aus der Westheiner kommen. Und ja, so einfach 13, wie Drotstrasse stehen geblieben ist, nach provisor, du mir das heute Code für als Zimmer zu machen. Das heißt, der sitzt hinter 2013 als Schmelzerbester Museum Site. Die Geschichte von ihrem Verein ist aber noch ein bisschen mehr. Also, die geht schon mehr lang. Ja, also, ich ging so um die 2000, da haben wir aus den gegründet gehen, war eigentlich so einfach so Kaffeeskränzchen-Club. Kaffee oder Bier? Nee, also von den Frauen. Ja, als sie gegründet gehen und ist so einfach mal so, an die 3 Männer, die dann dabei waren, die sind auf die Idee gekommen, jetzt Geschirr von den Pappen, die sie ausgelehnt haben, auszustellen. Okay, das heißt, die wird man der Frauen erwähnen, du hast den einen zu dem anderen gesagt, hey, ich schon nach dem Papa oder dem Bub sein Hummer im Keller, kann man mal gucken. So ungefähr, ja. Und du hast eine kleine Wanderausstellung gemacht. Ich meine, die größten Dinge waren auf der Bellital, wo sie gemacht haben, Schöffling und halt Polyvoller, wo ich weiß. Und sie hatten noch ein Buchbrot über das Leben an der Kolonien, hat Schöffling. Das waren das ja Schöfflinger Kolonien, der Club wurde gegeben. Und das war so ein bisschen der Start von ihrer Kollektion. Also so die Sachen, die da im Keller noch gefunden hat. Ja, ganz genau. Die Sachen, die man im Keller gefunden tun, natürlich auch Sachen, wo die Arbeit die Zeit auch mal verkauft wird und hier ist da. Dann natürlich riesengroßen Schritt haben wir gemäht, wie den definitiv 2016 kommen, wo wir wirklich als konnten Maschinen an Sachen rausholen, die Arbeit gut okay, die darf da holen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war der Anfang zu 3. Zu wie viel sind da heute? Wir sind zu einer halbe Dosen 8 Stück. Leider Gottes, wir hatten eine gute Jugendequipe, so ich mal versuchen, durch Studien und durch Beruf haben die immer mal Zeit gehabt. Und wie gesagt, wir sind aber auch für neue Members. Du wird Metze Schmelz ja irgendwo zu einem neuen Quartier umgewandelt gehen. Hat er Garantie, dass der feste Bestandteil von dem Quartier wird können gehen als Museum oder hängt er da ein bisschen wie die Kollegen vom Ferroforum ein paar Hallen weit an der Luft, dass toleriert sieht, so lange wie nichts wirklich geschieht, aber dass er eventuell wandern, bis so gefangen gedimmt zu bauen. Ich tue da mal anders das.
Wir hatten damals einen Handschlag mit Herrn Wirth gemäht, für ein Museum zu machen. Und für mich zählt den Handschlag ewig. Und ich hoffe mal, dass die Leute von Agora sich auch daran erhalten. Und ich weiß auch genau, dass die Gebäude hier, wo wir sind, aufgeräumt gehen, mit dass wir hoffentlich dann irgendwann etwas Neues zusammen gesagt kriegen. Und ich hoffe noch, dass wir das mit unseren Kollegen, ich gehe ein bisschen wie weit, für die Geschichtsfreunde an eben der Ferroform zusammen etwas Doktrin, was wirklich dem Süden etwas bringen. Aber dem Süden auch etwas bringen. Natürlich, ich meine, die Geschichte, die hier geschrieben ist, die darf nicht verloren gehen. Und dann ist es einfach so, jeder, den Heiner kennt, und schon mal, geht dann her, dürfen mal gucken, die Regie hat doch ernährend etwas geschrieben, und oft rufen die Leute dann und sagen, ja, stell dir mal vor, schon das Toten und das Toten entdeckt. Aber genau das ist es. Muss ich hier irgendwie die Leute weisen, auch wenn vielleicht hier gegangen ist, mit anderen Geschichten, die auch noch ganz interessant sind. Wie eine Geschichten erzählt am Musik? Also wir erzählen uns sich, man fängt eigentlich bei den Römer, bei den Kelten nun, wir gehen dann über Trennöwen, den echten Hegeöwen zu Dummelding, den dann nochmal cool an Holz kommt feiern, bis natürlich auch, wo auch Familie Metz vielleicht sich verrechnet hat, auf der falschen Platz ein Schmelz gebaut hat. Dann den großen Versuch, den sie gemäht haben, ich fand nach mir übertrieben, es steht 5.000 Tonnen am Buch, also Sommer über 5.000 Tonnen. Wo sie hier an der Hiel Mine aufgebaut haben, an zu Burbach probiert haben, an Familie tun, das Resultat war positiv, und dann noch hier Sterne kaufen. Und dann natürlich könnt dann die Geschichte hier am Lützeburgischen, wie dann so einfach mal von den Minen über die Hegeöwenanlagen kompliziert Schmelze gesehen. Das ist genau das, was wir erzählen. Okay, das ist aber just von den Aspekten, den der erzählt. Der gibt auch Abblicker an einer Sujeten, zum Beispiel die Leben an, aber auch den Arbeitsalter an Sicherheit hier an der Schmelz. Ja, ich meine, mit Leben ist mir ganz wichtig. Ich meine, wir haben auch, so einfach so, wir haben noch mehr groß Fest hier, wo wir zum Beispiel Lieder machen gelassen, wo zum Beispiel Lied drüber geht über die Wäschfrauen zum Beispiel. Das heißt, früher haben Wäschfrauen hier Wäsch so einfach in einem Burg gemäht zu 20 Frauen an einem Tag vielleicht. Wie zu der Regie kommen, ist die Frau sehr lange am Keller gemäht. Also das ist auch da eine Umstellung für die Frau, immer länger in einem Keller zu sehen, wo sie sonst an der Gesellschaft festgemäht hat. Ich meine, das sind alles Geschichten, die gehen verloren. Ich meine, das ist wichtig, so Sachen zu erhalten und Leuten zu erzählen. Wenn ihr erzählt die Geschichte, wenn ihr sie ab, wenn ihr könnt Leute bei ihr kommen? Wir sind all Dienstes an all Samstes von 2 bis 6 ab. Ich so aber mal so, wir schaffen noch Donnerstags hier und wenn ihr könnt, wir kein Deal und nicht raus. Wir sind natürlich dann ob mir offiziell nicht gerade, weil wir dann immer die Arbeiten machen, Entretien oder respektiv, wir machen eine neue Ausstellung, eine neue Raumantrag, das ist, du schaffen wir dann. Aber wie gesagt, wir können an, was auch ist, eben ab Rendezvous. Und dann einfach, wenn man die Idee nicht geht und wir können ein Rendezvous machen, ist das kein Problem. Just eng frohmengen ich eher mal ein bisschen mehr op derbecht op der Schmelz zu Schwätze kommen an ob die industriell kulturelle Geschichte, die mat dem Wirk aber verbunden als der sieht binnen wollen. Der sieht gerade am Gangen ein neue Saal zu präparieren, wo eine neue Ausstellung dran soll kommen. Okay. Der muss man für der speziellen nun die man selber ja. So eng Szenografie für eine Ausstellung so alles das zu entwickeln Laufen zu halten die Fixkästen die du hast wie der Strom an so wie finanziert ihr als Benevol oder du eine Konvention mit Schöffling mit den zwei also mehr hun die 4 Deel sonst meint man so den Handschlag huet auch Wasser an elektrisch Matbrot der Tisch. Du si mal Moment nach immer gut schaffen das Agora sich auch drin hält, weil wie sonst immer von dir ich kämst elektrisch bezahlen, dann hat man schon ein riesiges Problem. Da kriegen wir eine Konvention hummer mit der Schöfflinger Gemeng. Wenn wir so einfach mal sind Schöfflinger Club, wo die Schöfflinger Gemeng also auch gut unterstützt. An hier Meier ging ich so ganz gut. Wir haben aber auch Kontakt aufgenommen mit der Escher Gemeng, für da mehr auch an hier im Kalender ranzukommen. Natürlich, da muss man gucken, wie das weitergeht. Mit da sind wir um Weg für Martin zu schwätzen.
Die Musik selber, aus den noch zu Schöffling oder aus der Teil schon erst? Oder wie ist Käse genau, wo die Grenze verlebt? Also das mal so. Wir haben eine Putzimmerin. Also Pompelhaus B als 100% Schöpfling. Feiern als Remesch, wenn ich das so gut tun. Also ein bisschen kompliziert. Dann natürlich alles Escherterra. Ich meine, so noch einmal so eine große Merkung, ich habe gemerkt, dass er das nicht so genau guckt. Ich meine, wir erzählen einfach die Geschichte von den zwei Gemengen. Man hat nur nicht die Zeit. Allein, wenn du guckst, die Bevölkerungsexplosion, die Theologie mitbringt von Schöffling an Esch, die weisen auch rein. Das zum Beispiel, ja. Das Geschichte auch von Lützeburg am Anfang. Ja. Das ist viel mehr large, wie Gemengengeschichte. Ja, wie seid ihr am Anfang an der Welt von der Schmelz kommen? Ich habe 85 Jahre gefangen. Das ist, so einfach so, mein Großvater hat geschafft, mein Papa hat geschafft, ich bin dann reingekommen, schon 2 Buben, die auf der Schmelz arbeiten. Und was ganz komisch ist, dass ich mit Mama am Altersheim war, schon Alzheimer hat, und ich hier ein Foto gescannt, und so zieh ich mal, hey, du hast mein Großpap, den hat auch auf der Schmelz geschafft, den da waren 3 Jahre zurück muss gehen, du hast sie 3-4 Jahre. Das heißt, sie hat das ganz vergessen, die Zeit, wo es noch gut am Kopf war, für an den Teil von der Geschichte haben wir abgebaut, oder abgeschafft. Das ist eine Tradition familial, dann für hier wirklich heute zu schaffen, ob Arbeit und dann ArcelorMittal, dann die wird wirklich die 2 Welt bis bekannt am Anfang. Ja, sogar die 3, ja. Die 3, ja. Arcelor, ja. Ja, die zwischen, ja, effektiv. Was hat dir dann an ihrer Karriere am meisten geprägt? Also für mich war, war die schwerste Zeit, die ich hatte, war die schönste Zeit, das und leider Gottes auch die traurige Zeit. Das ist, wie heute so gemäht Kinders, hatte ich die Chance, so einfach die 800 Arbeiter, die hier waren, an hier neue Plätze zu begleiten. Das war, wie gesagt, anstrengend. Es war ein Fulltime-Job, also nicht von 8 Stunden, es kam mir drüber geschwärzt. Ich hatte das Schönste war morgens 3 Uhr rabbelnd den Telefon, wo sie dann einen abgestüppelt haben, an den dann ganz unsicher war, den der dann nur rief heim, und ja, dann brauchst du es immer eine Stunde am Telefon. Das heißt, komm mal schwätzen 6 Uhr weiter. Du musst aber nur mal schaffen, Jung, weißt du, weil im Moment geht aber noch mal die Produktion. Just vielleicht für ein bisschen zu situieren, Alain, du warst zu dem Zeitpunkt schaffender Personaldelegation hier am Werk. Ich war der Präsident von der Delegation, ja. Mhm. Und was war am Anfang an dem Roll die größten Herausforderungen, an dem Roll vom Chef der Delegation vom Personal? So mal so, am Anfang haben wir, wie wir die neuen Leute auf die neuen Plätze gebaut haben, haben viele Ingenieure auf den neuen Plätzen gemerkt, Schöffling wir durch Sterbester zugemäht gehen und nicht durch, ich will nicht so falsch Management mehr. Ja, das einfach zugemäht gehen, weil es vielleicht nicht mehr rentabel war, weil man nicht irgendwann verpasst hat, zu modernisieren. Und wie gesagt, da haben ganz viele Ingenieure gemerkt, sie müssten die Jungen rausgehauen und Probleme sicher, wo keine waren, weil die Jungen nie Arbeit gemacht. Und das war uns die größte Herausforderung, für denen zu erklären, die jungen Männer hier Arbeit, gefunden eine Chance. Das heißt, war auch zu dem Zeitpunkt noch so, wie der Anfang immer war, dass das wirklich losgeht mit Sinn für die 800 Leute, die hier geschafft haben, Sinn, Alternativplätze, respektiv Kompensationsmesure wie eine Freipensionierung oder so Gesicht gehen. Also, man hat ja den CDR, das heißt, Leute sind auch gut abgefangen gehen am CDR. Ich hatte mit einem Arbeiter hier Chance, mit enger Gemeng am mit vom Land Kontakt abzuholen, die dann noch gewollt werden, den man abzuholen. Und da haben wir zum Beispiel heute Schöffling Delegation den Weg abgemäht, für das die Leute auf verschiedene Gemengen konnten gehen noch. Das heißt, die Gemengen, die haben die Leute abgeholt und wie gesagt, das war ein neuer Weg, den wir abgemäht haben und das ist hier an der Delegation geschieht. War ja zum Teil ganz gut ausgebildeten Handwerker, gell? Ja, also ich sage mal einfach so, die Handwerker, die Dreierbut mitgemäht haben, die haben auch die Berufe neben drin mitgelehrt und sie haben auch von der Pik abgelehrt, weil ich so, wenn du an einen Betrieb gehst,
du lehrst nicht mehr das, was der Betrieb möchte. Wir haben von A bis Z von dem Beruf gelehrt, und du hast noch ein bisschen rundherum gelehrt. Das heißt, dass die Progressivschließung vom Site als dann auch als ein kultureller Bruch erlebt gehen von die meisten Leute. Ja, so mal versuchen, wir hatten zum Beispiel ein Manie frei für unter dir gemäht, und das war ein großer Erfolg. Und du hast ja Mojibel gesagt, komm mal noch rein um der Schöfflinger Gemeng. Du hast mir gesagt, genau, wenn du nicht mehr 5 Leute kommen, dann hat es die Konsequenzen. Und wir haben die organisiert und die Platz war schwarz für Leute. Das war, und du hast gemerkt, alle Guten die Pensionären, alle Guten die hier geschafft haben, alle Guten die mit der Arbeit verdient haben, so ein Geschäft hat, Leute und so. Alle Guten die waren da. Leute, die wussten, dass die nie auf der Schmerz geschafft haben und aber irgendwie Lärm mit der Schmerz hatten. Die waren alle Guten da. Und das war für mich eigentlich das tollste Erlebnis. Das war eine Solidarität am Anfang damals auch mit die Geschichte, die da war. Und was sind dann die schönen Anekdoten, die illustrieren noch die Solidarität zwischen der Arbeiter damals, weil wir schwätzen über den Schluss, aber für und was war die Solidarität? Ich will nicht, das sind schon so viele Geschichten am Kopf. Es sind einfach mal die, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Wenn es nicht für Schöffling war, ist es ein bisschen schwer gemäht, kurz so mal so. Und ich kann mich erinnern, wir haben so einen Dosen an dem Betrieb, wo ich angefangen habe, geschafft. Ja, das ist schwer gemäht, bis ich gesagt habe, ey, lauscht mal, das ist dem Rehm sehr Bof, das ist Schöfflinger. Ich will nicht so, aber du bist ganz anders behandelt wie den Kollegen, die von Diddling oder von Deverding oder aus dem Bellwald hier in der Schaffe kommen, sind ganz anders. Das ist zum Beispiel auch so, das hat man zwar leid gedacht für die Jungen. Und das Schönste war, wir waren ein auf Duisburg von der Delegation, also den Herr Sommer, das war die Zeit dann von der Rasch. Ich gefragt, wie weit halt Schöffling, wie du gefangen bist? So, ja, schwer, bis ich gesagt habe, dass er Schöfflinger war. Also, du brauchst nicht mit zu sagen. Also, genau das war es. Aber das finde ich auch schon als den anderen Schmelzen hören. Also, die Gemeinschaft, wenn du nicht aus dem Dorf warst, für den Schmelzstung, dann hast du ganz schwer, für du bis ranzukommen. Du war möglich, aber es bis mir lange gedauert. Ja, das ist das, du müsste mehr an Racknähen wie in den Heiligschaften. Ich sage aber nicht, dass der ja, so mal, nur dein Job, den du gut hast, passt nicht befehllich gehen, paar von deiner Männer. Aber du hast es einfach gemerkt, bist du hin, also so. Ja, Musee, wie wäre das heute da so wichtig, die Erinnerung Schmelzarbeiter zu erhalten für die junge Generation? Wie wäre das dieser Zeit noch mehr wichtig wie früher? Ich ging so in die sozialen Akien, die wir gut tun. Die Wolle, die Boot tun, für die zu erhalten. Wir hatten zum Beispiel für nächste Mai, hatten wir mal geguckt, 1889, oder als den ersten Abruf gemacht für den 1. Mai-Feier, das heißt, das ist gegangen für 8 Stunden da. Und das Jahr darauf, als hier am Lützeburg der 4. Mai, den 1. Mai gefeiert ging. Und das hat sich quasi hingezogen, ist so einfach mal bis 1946, bis nächste Mai Feiertag ging. Ich meine, für die Leute muss ich sagen, haut das jetzt schon, aber nächste Mai, komm, ich gehe auf Musel oder ich gehe auf Sauer, nur grillen, einen schönen Tag machen. Nee, das selbst handeln drin, für was die nächste Mai da ist zum Beispiel. Und das sind so Geschichten, Pension, Invaliden, ich weiß nicht, Krankengeld, alles das sind Sachen, die man hier auch den Leuten erklären. Und wichtig ist, dass die Jugend weiß, um was es sich handelt, und die Akien, die hier Großpappen hier erreicht tun, für die zu konservieren und zu erhalten. Fährt ihr dann die verschiedenen Geschichten mit die letzte Generation vom früheren Arbeiter verschwunden? Ich ging so also das wie überall, ist so einfach, wenn ein Mensch geht, da geht mit dem seine Erfahrung. Ich kann so abschreiben, wie wenn der Mann so erzählt, als der Besonders, wie wenn ich sie lese. Und das geht verschwunden. Mhm. Das ist da, wenn es dir auch ganz wichtig ist, die Leute müssen hier kommen, für am Anfang all die Geschichten mitzukriegen von dieser Zeit, die am Anfang nicht mehr geht, hier am Sitz, aber die aber ganz wichtig war für die ganze Region. Ja, ganz genau. Und ich fand noch so einfach mal so,
das ist ja nicht mit Lützburger Geschichte. Das ist die ganze Basel-Lorraine, die wir erzählen. Schon eure Kollegen an der Kohlegruben zu Saarbrücken. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, wir haben Lieder gemacht, schon ihm da 2 Stück geschickt. Die haben Eisminen geschrieben, die sind 100% für Eis. Also auch du seid ihnen, das ist international. Das ist einfach die industrielle Revolution, die das überall braucht. Wir haben noch 3 Wirker hier am Süden, die noch funktionieren, oder? Steferding an der Bellwall. Wie wichtig sind die Wirker, deiner Meinung nach alle, für die regionale Identität, für die Minderheit als Region, auch heute noch? Haben sie eine Wichtigkeit oder haben sie die ein bisschen verloren? Weil so an den 50er, 60er Jahren, du warst bei Bund oder du warst auf die Schmelz gegangen, eventuell an der Mine, dann siehst du ja schon Männer, aber das war aber so. Ich ging so ja, ich so einfach, wir haben das verloren. Ich ging auch so, dass auch hier, man hat nicht mehr von Leuten angestellt gesehen, sie können nicht so mehr hin schaffen kommen. Irgendwie ist die Identität das irgendwie verloren gegangen. So einmal so. Und, dafür ist es umso mehr wichtig, zu erzählen. Und was ich auch merke, wenn wir hier Visiteure haben, Leute, die so 20 Jahre jung sind wie ich, die interessiert nicht. Und da könnte den Enkel man Bob und den Enkel so interessiert in der ganzen Geschichte, sodass er da extrem viel Zeit hat und sich quasi muss becken, für mit dem Jungen zu schwätzen, was da eng fragt möchte, den Erfahrung oder den Geschichte zu erzählen oder eine andere Geschichte. Und das ist das, was ich möchte. Ja. Ja, weil Zina war, wie der Jan gesagt hat, sind noch viel Arbeiter, die an dem Bereich nach Haut schaffen. Sind noch wie viel 3000 Leute, die für ArcelorMittal nach zu Lützburg schaffen, und sie nach immer am Anfang Material, die exportiert gehen weltweit. Und schmengen die für den irgendwie das ein bisschen verloren, dass das noch präsent ist als zu Lützburg. Und wir können noch stolz sein, von was das heute noch gibt. Und das nach in Industrie de Pointe. Aber vielleicht die junge Generation wissen das nicht mehr, oder? Ich fand doch nicht genug erzählt. Das ist dann einfach mal so. Wenn man den Jumbo guckt, wir gucken Spundenwand, das sind alles für mich so einfach Edelprodukte. Die Wolle, die so Produkt hat, die seid den haut mir an der Zeitung. Es gibt nicht mehr drüber geschwärzt. Ich meine, es ging kein Hafen gehen ohne Spundenwand, es ging kein Hecher, also ohne den Jumbo-Träger gehen. Alles das, die Sachen, müsste eigentlich viel mehr de Stolzerem opgebaut gin vun der Siderurgie und leider Gottes. Ja. Ja, Burj Khalifa ass mat Lützebauer Stoll gebaut. Ja. Ja, mir da gemmol froh Gemmol an Dërzstrossen der festet Leiit mat wat eng Stohl, da man de keine Ahnung, arabische Stohl, französische Stohl, ich weiß nicht, amerikanische Stohl mit kann kennen op die oh nice, ich weiß nicht. Anscheinend wollten sie gute Stohl. Ja. Qualität ist die beste. Ja, Meier ich sprang ein bisschen an der Geschichte zurück, weil wir gerade ein bisschen die Visite gut und ich wollte mal frohen, am Anfang sind ja auch verschiedene Arbeiten, also es war ja nicht nur die Schmalzarbeiter selber, wir müssen ja auch hören, dass andere Berufe auch drüber gelöscht waren. Ne? Danach sind die wahrscheinlich ausgelagert, gehen die Service holen, schon mit Demos, war das aber am Beruf, also das war dann alles ob der Schmalz selber. Könnt ihr ein bisschen über die verschiedenen Berufe erzählen, die auch indirekt eben drüber gekoppelt waren. Ja, ich so einfach mal so, den Dinge, weil ja den Lützeburg hat ja nicht mehr Energie, ist so einfach für Bevölkerung, sondern oder für einen Schmelz. So, das heißt, ein Schmelz wird wie ein Dorf, all Berufe müssen, ein Stehmetzer, ein Schreiner, Schlosser, ich weiß nicht, dann auch wahrscheinlich spezialisiert Berufe, die doch spezifisch für Theologie, wo die Leute dann spezifisch angelegt gesehen. Und ja, das ist auch das, wo ich eigentlich so zum Schluss sind immer mehr Leute angestellt, die so entre guillemets zwei CAP hatten, Schlosser und Elektriker. Und die Leute, die uns vielleicht schlechte Schulleistungen hatten, die aber gut konnten schaffen, die sie benachteiligt gehen. Und die konnten aber früher eine Karriere machen. Die haben einen Beruf gelernt und die haben ihren Mann gestanden und eine Familie konnte gut ernähren. Und leider Gottes fand ich, die Chancen, die
gehen nicht haut immer Mann. Ich meine, wenn du haut die Pesche an der Schule, dann ist der Mindestlohn und dann hängst du dein Leben lang da an der Ruderst du für über Tonnen zu kommen, wo die Leute aber wirklich dann eine riesige Karriere konnten machen. Ja, das geht man auch geguckt, was die Leute lesen. Ne? Leider, also es geht da mehr wie präsentiert. Und dann habe ich noch eine Frage, wie war es da mit den Frauen? Das geht ja bestimmt aber mal die eine oder andere Frauen, wahrscheinlich nicht so viel oder mehr bei den Ingenieuren oder könnt ihr das so etwas sagen? Flott, dass du die Foto aufstellst. Ich fand die ist super, ganz ehrlich. Also so mal so, den rein Männerbetrieb, was natürlich da gemietet, zum Beispiel, wenn ein Mann einen schweren Accident hat, dann Familie wir quasi so ein Nährmut gegangen. Hat Arbeit verschiedene Frauen Chance gehen, so ein Verbotsfreiheit spielen, was zwar nicht mehr, aber zwischen die Frauen sind nicht alle gute Fälle losgehen. Sie haben noch so eine Art Altersheim oder Wohnungen gemäht für Witfrauen, so dass die Leute da abgehangen sind. Dann natürlich am Krieg, wo dann so einfach Eisleute und sich angezogen sind an dem Mangtum und Arbeitskräften mit russischen oder mit Kriegsgefangenen abgefangen sind. Und das waren zu größten Teil Frauen, das heißt, Frauen sind dann auf Militärplätze gekommen, Kran und so, die schwierigere angefangen haben. Da hat man am Labo eine Frau mal, dann Sekretärinnen waren immer Frauen. Ich meine, die stärkste Frau hier am Maria Bastia, die auch 2 Bücher geschrieben hat, und wie Cheng doch Kochbücher geschrieben hat. Das war eine Frau, die Stunde ihrer Mann, pardon, so, da muss ich und ich fand das, ich bin super froh, merci für die Frage. Ja, das ist, Diana hat direkt schon mal beantwortet, weil das war natürlich meine Frage gewesen, wie es eben am Krieg war, weil das war ja auch aber ein ziemlichen Abfluss, also da sind ja viel angezogen und wird ja aber müssen weiterlaufen, ne? Also wahrscheinlich als Produktion ein bisschen aufgedrosselt ging zu der Zeit, weil nicht so viele Arbeiter da waren, oder? Ich ging so, also meine Erfahrung so. Also, müssen am Anfang gerade mehr funktionieren. Natürlich, die Arbeitskraft von der Frauen ist mir wertvoll wie die von der Männer. Nee. Nee. Also, so mal so. Also, gerade für natürlich, ja, in einer gewissen Zeit heute keiner müsste kommen und sagen, was so am Anfang auch. Mann ist auch am Anfang klar, und Hanno geht immer mehr schnell und du gehst immer besser dran. Und schon noch irgendwann sie waren Frauen an dem Niveau da, schon einfach wo keine schwere Kraft habe ich gefreut, genauso gut wie Mann. Ich muss aber auch etwas sagen, da wir nicht vergessen, weil Kriegsgefangene, die haben nicht das Ziel gut, was sie wirklich gebraucht haben. Ne? Sie haben nicht, außer die Schöpflinger Zeit, wenn ich mir das so erleben, hatten sie keine Arbeitskleider, ne? Weil das war ja Frauen oder Menschen, das war ja kein Mensch, pardon, statt so an der Ideologie, ja? Das so nicht mal so ganz radikal. Und ja, wie gesagt, von verschiedenen Männern, denen Frauen kein Kusch gehen hat, weiß ich nicht, wie das vielleicht gegangen wäre. Das muss ich noch mal sagen. Das war zwar verboten, aber ich weiß aber, wo Leute, durch Fiss, haben sie hin in den Kusch den River gehen. Ja. Wenn wir schon an dem Dreh sind, vom Zweiten Weltkrieg, das war etwas für dich als Musik von der Schmelzwerbester Herz leid, für allem ganz spezifischen Tag an der Periode von der Okkupation, das den Tag vom Generalstreik. Ja, 29. August 2006, als sei am Süden Schöffling den Streik angelaufen ging. Die Streik hat dann 4 Stunden gedauert. Das muss ich logisch nicht. Streik hat 4 Stunden gedauert. Die nicht lang gefackelt, die nicht lang nur geguckt. Die sind heim am Auto mit Topalo gefahren und sie haben gedroht, als Hinkten zur Scheißnacht Schöffling. Also da muss ich mal so gesehen. Ne? Das ist nicht einfach das Logo gesucht, gibt mal einen Streik. Nee, als Hinkten soll der Schuss gehen. Meisteren, Viergabesteren, jederin, den Zeit hat, als bei den Leuten Schelle gegangen, kommt, wann ich schaffen, nötig, weil das wichtig, dass man umfängt, weil sonst also Blutbad halt Schöffling, weil die wollen ein Exempel statuieren. Ja, wie gesagt, ein Exempel ist statuiert, man hat ja aber schließlich haben sie 3 Tode schon gebaut. Das,
Und der Generalstreik, den hat aber zu Wolz angefangen, und den ist heute dann durch das Land bis auf Schöffling gekommen. Und wie war das da am Anfang so wichtig? Wie war das die Periode so wichtig vom Generalstreik? Was hat das geändert am Anfang an 42? Was hat das gebraucht? Also, ich weiß nur für mich. Als Kondichess aus Kanada, vielleicht auch mal Portugal, dann Kanada, an Amerika, und hast du noch an London hin und her gereist. Und ich ging so, und sie hat nicht den Appui-Code, den sie gebraucht hat. Und Lützeburg ist das einzige Land, wo der Generalstreik an der Nazi-Okkupation fertig wurde. Und ich ging nach Haut mich so, dass wenn wir den Generalstreik nicht gemäht hätten, ging es, ich weiß nicht, ob vielleicht ein Interesse da gewesen wäre, dass wir von Deutschland freikommen wären. Ich so einmal, also ganz provokant. Ich weiß es nicht. Aber so dann so provokant muss ich den Leuten auch da so zivilieren gehen. Die Leute haben nicht von Dummheit hier Leben gehen, die haben wirklich gekämpft, für hier Freiheit rumzukriegen. Und Gott sei Dank kommen auch durch den Kampf als Freiheit rumkommen. Ja, weil der Streik ist gekommen, weil ich mich nicht irren, sie wollten die jungen Männer enrollieren in der Armee. All die jungen Männer von 1920, die geboren sind, bis 1924. Und da wird der Streik wirklich angefangen. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, den Eugen Behren wollte schon mehr auf den Streik, das den den Streik um Süd dann organisiert. Die wollte schon mehr auf den Streik machen. Und da sind wir gesagt, Eugen, könnten eigentlich die richtige Zeit. Und ich meine, das war eben der Punkt. Und das ist auch das, was die Geschichte so spannend möchten, eben engem zu sagen, hey, man muss in der richtigen Zeitung, also an der richtigen Zeitung dann den Streik zu machen. Weil sonst wird schon eine kleine Streik gewesen. Wenn hat Schöffling einen Streik gehabt, dann wird fertig gewesen. Ging kein Haut mehr drüber schwatzen über Schöffling Streik. Aber so, ab dem Datum da, wo wirklich ist dann einfach zu wohl zugegangen ist, Briefträger, die für mich ganz wichtig ist, die immer am Vergiss geht, an der Stadt, die auch nicht ausgedeelt haben, hier Briefe, an du noch mehr. Ich meine, das ist ganz wichtig. Ich will einfach noch etwas, was zum Beispiel nicht gesagt wird, immer. Die Leierboot und Belval und die Jungen, die haben den führenden Büst von dem Herrn nicht salutiert. Und die sind auch gestraft. Das ist zum Beispiel ein Teil von der Geschichte, wo uns sich keiner schwätzt. Das ist aber wichtig, von denen auch zu denken. Die Courage von den Leuten. Mhm. Da kommt man eigentlich auf die Musik. Wenn da lokal ein Objekt rausfällt, dann sind da ganz viele hier. So, das ist ein tricky Frage. Ja, aber ein Objekt, den dann wirklich am allerbesten die Musik repräsentiert, wie geht da wählen? Ich weiß es wirklich nicht. Also, vielleicht den Top 3 dann. Möchte doch nicht mehr einfach. Nee, möchte nicht mehr einfach. Ich, vielleicht den 100er, den einen 100er Schein, den hier am Hegel soll verbrannt gehen, wie man die Deutsche Stuhl sollte kriegen. Ich meine, das ist zum Beispiel von denen Sachen wie Tobas. Dann muss einen Glack vom den feierchten Konverteren, das ist für mich auch top. Und dann natürlich das Bild von der Schmerzwiese eben 1870 das sind 3 top. Wie gesagt, ich bin total überfordert. Ja, es sind noch viele Objekte, muss ich sagen. Also, das, ja, viele Objekte und immens interessant auch, weil alle Objekte haben eine proper Geschichte. Ja, also wie gesagt, da hat er schon, dass man mir gegangen sieht, sondern wenn man am Jam gegangen sieht, dann wird er für 6 Stunden rauskommen. Ja. Also, kleine Notiz, wenn der als nur lauscht, dann der wollte mir ein gucken kommen, will der wirklich nur mit der Zeit dafür, weil das genug Interessantes zu entdecken hat. Auf jeden Fall kriegst du da auch ein ganz spannend Manier gewiesen an, du gehst auf eine wirklich passioniert Manier durch die ganze Ausstellungen gefordert. Wir kommen bei einer nächsten Rubrik. Das ist die Rubrik von der Erinnerung, vom Souvenir an alle. Du hast ja selber jahrelang hier auf der Schmelz geschafft. Wie hat dein allererste Schaft herausgesehen? Naja, und sich,
Ich denke, das schon für dich mal den Brief gut, dass du mich nicht gegen nur. Ich meine den Brief ab. Wird der Großpapa geschafft, der Papa geschafft, und dann wird frisch der Brief zu schicken. Den Brief ab. Der Lesen steht als Lied, bla bla bla. Wir haben da so viel Leute dargestellt, wir können das nicht. An dem Moment, wo ich lese, habe ich ein Telefon. Okay, Blödsinn, ich habe ein Telefon. Schreiben ab. 300 Straße, Schöpfling. Da hat der Mord gemeint, so, ja, wenn der Welt kann der Wandschliffen eigentlich kurz abkommen. So, ja, kommt mal bei uns, wir wollen nicht gerne gucken. So, ja, ich komme, ich packe anders von dir hin an. Ja, wie gesagt, hatte ich meinen Platz. Das war sich mein echt Erlebnisarbeit. Und du aber Berufsleben glücklich gewesen? Also einfach so, es ging Scheinzeiten hei und gouf mehr Ellenzeiten hei. Und die Ellenzeiten haben noch gemerkt, dass ich mich irgendwann ja für meine Kollegen mir angesagt habe, mit dem Resultat von meinem letzten Posten. So, einfach mal so. Und so noch da musste ich mich ein bisschen raumen, weil du hast doch Leute, die sich dahinter gesagt haben, eben für einen guten Platz zu haben und nicht zu machen, was die Leute gebraucht haben. Und wie wir aber dann bis geraumt hatten, hatten wir eine super Delegation, die zusammengehalten hat. Und wir haben wirklich so Sachen gemacht, die einfach von den Sternen gucken. Dann nicht immer gesagt, sie verschlappen, die bringen einfach nicht fertig, die Leute richtig zu retten oder sich anzusetzen bis zum Letzten. Also der wird als Delegation halt für den Weg zuständig. Ja. Go wird aber noch ganz anderen Niveau in drüber. Gibt es national, gibt es europäisch oder? Ja, also wir hatten in sich hatten wir Altschmelz hat eine Delegation, dann hat man eine Delegation zentral, das heißt, das waren dann gewählte Leute vom SIT, die dann für uns dann und sich dann mit Urbe geschaut haben. Und dann gab es doch eine SBL-Psychologie mit John Castagnaro als Präsident. Und ja, die war auch relativ stark. It's quiz time! Zeit für einen Quiz. Erklärst du ihn oder meinst du, denn alle gegen wissen, wie er funktioniert? Weiß ich nicht. Weißt du alle? Also, wir stellen ein paar Fragen mit 3 Antwortmöglichkeiten. Eine davon ist richtig, die 2 haben wir mal selbst gedurcht. Und ich meine ganz, wir haben keine Fragen, die schwierig genug sind für den Präsidenten von der SBL vom Schmelzerbester Museum und Schwesen zu bringen. So gewandt du baust nicht wirklich Kerl als Haut vom Opel. Ich hoffe. Nee, das ist ganz einfach. Soll ich aufhängen? Okay. Das ist wirklich einfach. C'est une mise en jambe. Wenn hat der Generalstreik von 1942 angefangen? A. Den 30. August 1942, B. Den 31. August 1942, C. Den 9. September 1942. War weil so fein, dass die Alternativen abzählen. Ja, ich schon gewagt. Nee, ich finde das fein von. Ja, all das haben wir aber eine Signifikation von der Welt. Okay. Den 9. aus den Eugen Bierner Schoss gehen, voilà. Den 31. Generalstreik, den 3. den Gustav Simon deklariert, dass die Jugend angezogen wird. Voilà, tipptopp. Perfekt. Also fand ich nicht weiter zu froh. Das war aber nicht so schwer, ne? Der hat an ihrem Museum mit live gebastelte Modell von der Seelbund stehen, die früher von Oetting auf Daverding gegangen ist. Denen lang als schon mal eine Visite wert, auch von just von ganz vielen Objekten ist. Meine Frau hat dann etwas mit der Original Seelbund zu dienen. Wenn ihr das dann noch geweiht gehen, wir bleiben bei den Datum. Ja, das ist nicht, weil so direkt mit der Metze Schmelz zu dienen hat, mit aber irgendwo mit der Region zu dienen, als die am September 1898 geweiht gehen, am Oktober 1906 oder am Juni 1920. Also du, ich soll einfach mal so Minen, also nicht mehr schwarz, das quasi was Minen, aber schicken leider immer Prömmling, ich meine, das ist oder Hüssini oder von der Gra. Ich komme schon einfach die Golle mit
Das ist auch richtig. Okay. Und wenn sie dann auf Rümmeling schickt, da vielleicht auch gerne bei den Dario Di Genova, den Modell do von der Seelebund gebaut wird, an den auch passionierte Guide zu Rümmeling am Museum ist, mit dem wir für 2 Monate Podcast abgeholt. Auch ein großes Merci an Dario, weil Dario hat als auch die Modelle alle Guten, die an der Minen vorgehen, also einfach von der Ambulanz an Mineral gefahren, als ob dann bis über die Lastlokomotiv alles neu gebaut. Große Merci, Dario. Da wären wir quasi durch. Alle Günther, wir sind so gut wie am Ende angekommen. Vielleicht just ein so ein wenig können an den Schmelzheimischer Museum kommen, da das am Anfang 2 Mal an der Woche. Ja, Alkestenzes am Samstag von 2 bis 6. Und das finden ihr bestimmt auch online an den sozialen Medien. Meine Facebook-Seite, die Internetseite, die ist am Gange gemäht zu gehen. Aber wenn ich nicht sonst man dauert es ein bisschen mehr lang. Und wie gesagt, wir hatten es getestet und das hat uns aber nicht gefallen. Dafür haben nicht alles zurückgehalten und wart mit Impatience drauf, weil das wird extra ausgehen. Also das finden ihr an den sozialen Medien. #MinetMashup als kleiner Rappel, wo der Eis an de soziale Medien von Shownotes vom Episode wie immer op minet-biosphäre.lu wie Shownotes von all eisen 49 Podcaste für drunner. Alle ganz vielmals merci, dass man haut hun der von beide an de Schmelzheimischer Museum kommen für hier als runde 50. Episode abzuhören. Vielmals merci für das interessante Gespräch, für die flotten ablegernde Museum, für die Passion, mit der du und mit der all die anderen Member vom Verein Geschichte von der Metze Schmelz leben. Also noch vielmals merci, dass ihr das geduld hat. Flott, dass den Ansatz von meinen Jungen so gehoben geht oder wie ich das Kron abgesagt geht und für die Erwerbecht. Große Merci, dass da wie gesagt uns geduld hat. Ich gehe dadurch und meine Jungen weiter, weil ohne Idee ging gar nicht gehen und dafür wie gesagt große Merci an meine Jungen und danke vielmals Merci, dass du uns geduld hat. Merci vielmals. Ja, merci. Und dann sind wir nächste Monat da und mal gucken, wo das da hinschlägt. Ich kann das eventuell mal ändern zu Boden gehen. Hallo, vielmals merci für den Nullleistern. Ciao, ciao. Adi. Ciao.